Meer im Süden baut an hochwertigere Kraftfahrzeuge mit. Meer im Süden macht der bessere Weih. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei uns in Ottmarsheim. Ottmarsheim ist die älteste Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg. 766 wurde sie das erste Mal urkundlich erwähnt, durch eine Schenkung ans Kloster Lorsch. So wie Graber schreit, könnte man meinen, es wäre Glimbemberlestag, gell? Ist er aber nicht. Heute ist der Weltgästeführertag. Und da möchte ich Sie einladen, mit mir einen Spaziergang zu machen. Dieses Jahr unter dem Jahresmotto Musik liegt in der Luft. Diesen Weg hier runter nahm auch die Bevölkerung zusammen mit den Bürgermeistern Walter Müller und Werner Grau aus Besigheim am 4. September 1971. Es gab damals ein großes Weinfest unter Mitwirkung der Stadtkapelle Besigheim und des Männerchors und des Besigheimer Spielmannszugs, und auch der Kirchenchor Ottmarsheim und der Posaunenchor Ottmarsheim haben sich damals beteiligt. War ein großes Fest. 1971, das ist jetzt 50 Jahre her. Und da wollen wir hoffen, dass es uns dieses Jahr noch vergönnt sein wird, dieses 50-jährige Jubiläum des Zusammenschlusses miteinander zu feiern. Es gab hier ja einst viele Wirtschaften. Hier war die Gaststätte von Johannes Lang. Dann kam hier rechter Hand die Rose und hier unten war die Gaststätte von Metzger Metzger. Und hier links war noch der Adler, ganz bekannt. Der Metzger Metzger hatte einen Saal. Und da wurde gerne gefeiert. Hat sich natürlich für alles gut geeignet. Vereinsfeiern, Weihnachtsfeiern, aber auch Hochzeiten und anderes. Und da wurde natürlich auch gerne musiziert. 2 der 5 Kinder haben sich besonders musikalisch betätigt. Die Berthe sollte immer den Schneewalzer spielen. Und der Hans, der hat ja sehr, sehr gut Klavier gespielt. Hier haben wir den Hans. Während der Ottmarsheimer Kirbe. Natürlich waren an der Kirbe immer alle da und haben mitgeholfen. Da war sehr, sehr viel zu tun. Aber der Hans, der war ja richtig bekannt. Der Hans Metzger war der Motorenpapst. Und hier sehen wir ihn mit dem Niki Lauda. Da gab es übrigens mal einen Dialog, der ist so nicht erfunden, gell? Da hat mir jemand dieses Bild gezeigt und gesagt, guck, der Metzgers Berthe, ihren Bruder, mit dem Niki Lauda. Und dann hat der Bub gesagt, wo? Zeig. Oh ja, du sage mal, wer ist eigentlich der Niki Lauda? Das Ottmarsheimer Rathaus wurde 1765 gebaut und das Gebäude wurde damals auch für Feste genutzt. Hochzeitspaare bezahlten 1 Gulden Raummiete. In der Gerichtsstube allerdings durfte nicht getanzt werden. Wie überall wird auch in Ottmarsheim sehr gern gefeiert. Hier am Dorfplatz spielt die Musik beim Stadtteilfest, das im Wechsel mit dem Besigheimer Winzerfest veranstaltet wird, und auch beim Ottmarsheimer Weindorf. Auch beim Kirbemarkt im Oktober dreht sich hier das Kinderkarussell. Und immer am 4. Adventssonntag veranstalten der Posaunenchor Ottmarsheim und der Liederkranz hier gemeinsam das Christbaumsingen, wobei es auch an Glühwein, Punsch und leckeren Brezeln nicht mangelt. 1817 wurden große Vorbereitungen getroffen, um die 300-Jahr-Feier der Reformation würdig zu begehen. Im Kirchenkonventsprotokoll des Pfarrarchivs finden wir, und nachdem freitags, den 31. Oktober, das 2. Zeichen zum Vormittagsgottesdienst gegeben sein wird, versammelt sich der Magistrat und die Bürgerdeputation auf dem Rathaus und auf dem Platz vor demselben die gesamte Bürgerschaft, nebst den ledigen Söhnen, worauf eine Prozession vom Rathaus in die Kirche angeordnet wird, die in folgender Ordnung aufeinander folgt. Voran geht die Schuljugend in Begleitung ihrer Lehrer ein passendes Lied singend. Ein Knabe trägt vor seinem Geschlecht eine rot-weiße Fahne voran, ebenso ein Mädchen vor dem ihrigen. Nach diesem Zug folgt der Magistrat, nach diesem die Bürgerdeputierten, nach diesen die ledigen Söhne, auf diese kommt das weibliche Geschlecht. Sie gehen alle Paar und Paar oder 3 und 3. Es werden einige, die den Zug anordnen, aufgestellt, damit alles mit Anstand geschehe. Wilhelm I. hatte damals eine Verordnung erlassen.
Und er erwartete von den evangelischen Glaubensgenossen, dass sie die angeordnete Reformationsfeier auf keine Weise zu möglicher Erbitterung und Reizung Andersdenkender missbrauchen, sondern vielmehr von dem evangelischen Geiste der Liebe und des Friedens geleitet, alle gehörige Mäßigung und Bescheidenheit beweisen werden. Das jetzige evangelische Gemeindehaus war ja früher Schule hier. Dieses Gebäude hier wurde 1805 erbaut, aber die Schulpflicht wurde in Württemberg schon 1649 eingeführt. Das war dann in dem Vorgängerbau hier. Unterrichtsfächer waren Lesen, Schreiben, Singen und Religion. Rechnen als Unterrichtsfach kam erst am Ende des 18. Jahrhunderts dazu. Im Turm gibt es unten ein schönes Sterngewölbe und da sind noch 3 Durchlässe für die Glockenseile. Früher hat man hier die Seile durchgelassen und dann konnte man hier unten im Eingangsbereich des Turmes läuten. Es gab in den 20er Jahren in Ottmarsheim 2 Vereine, einen Jungmädelverein und einen Jungmännerverein. Und der Jungmännerverein hat sich dann Mandolinen angeschafft und hat einen Posaunenchor gegründet und der Jungmädelverein hat vor allem bei Beerdigungen gesungen. Das war dann der Beerdigungschor oder auch der Leicherchor. Ja, es klingt heutzutage ein bisschen makaber, aber das schwäbische Wort Laich bedeutet eigentlich Beerdigung. Die Hippolytkirche birgt heute ein sehr interessantes Inneres, nämlich zum Teil Rokoko und zum Teil neugotisch. Das muss man gesehen haben. Hier hinten im Chor sitzt normalerweise der Posaunenchor, wenn er spielt. Und der Chor wurde ja neugotisch wieder restauriert. Hat ein unglaublich schönes Netzgewölbe und schöne Fenster mit Maßwerk im Stil flamboyant. Und im Rahmen einer goldenen Konfirmation sind wir hier sogar schon in den Genuss eines Alphorn-Konzerts gekommen. Ganz besonders schön ist natürlich, dass wir hier noch eine Walker-Orgel haben. 1845 wurde sie angeschafft, Opus 53. Eine kleine Orgel, die eigentlich nur für die Begleitung des Gemeindegesangs angeschafft wurde. Der Schullehrer war damals als Organist tätig, aber wir haben auf dieser kleinen Orgel auch schon unglaublich tolle Konzerte gehört. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Es war schön, dass Sie mit mir unterwegs waren. Unser Blick schweift zum Schluss noch hinauf auf die Turmspitze, wo der heilige Hippolyt über unseren Ort wacht. Bitte bleiben Sie gesund. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Tschüss! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.